Hallo meine lieben Schüler, schön, dass ihr da seid. Sehr froh, heute euch zu sehen. Was machen wir heute? Heute besprechen wir Demonstrativpronomen. Dann geht's los. Bereitet eure Schulsachen vor. Setzt euch möglichst bequemer und hört gut zu. Wir fangen an. Heute sprechen wir zum Thema Demonstrativpronomen. Aber zuerst machen wir eine Mundgymnastik, eine phonetische Übung. Heute lernt ihr die Aussprache von I, G und I, C, H. I, G und ICH werden am Wortende gleich ausgesprochen. Ich, König, langweilig, langweilig, 20, 20, billig, billig, Stich, Stich, freundlich, freundlich, südlich, südlich, ehrlich, ehrlich. Aber wenn die Wörter auf ig verändert werden, wird das g auch wie ein g ausgesprochen. Zum Beispiel König, aber die heiligen drei Könige oder die Königin. Die heiligen drei Könige, die Königin. Langweilig, aber er liest ein langweiliges Buch. Er liest ein langweiliges Buch. 80, aber die 80er waren toll. Die 80er waren toll. Billig, aber Wasser ist billiger als Cola. Wasser ist billiger als Cola. Endet das Wort jedoch auf ich, dann bleibt die Aussprache erhalten. Zum Beispiel Stich. Ich habe 2 Mückenstiche. Ich habe 2 Mückenstiche. Freundlich. Er ist ein freundlicher Mensch. Er ist ein freundlicher Mensch. Südlich. London liegt südlicher als Berlin. London liegt südlicher als Berlin. Ehrlich. Bitte gib mir eine ehrliche Antwort. Bitte gib mir eine ehrliche Antwort. Also heute besprechen wir die Demonstrativpronomen. Die Demonstrativpronomen der, das, die und dieser, dieses, diese können ohne Nomen als Ersatz oder mit Nomen als Begleiter verwendet werden.
Mit ihnen wählen wir etwas Bestimmtes aus einer Gruppe aus. Schauen wir ein Beispiel an. Woher hast du die Brille? Die ist toll. Woher hast du die Brille? Die ist toll. In diesen Sätzen kommt zweimal das Wort die vor. Einmal als bestimmter Artikel und einmal als sogenanntes Demonstrativpronomen. Demonstrativpronomen als Wortart verweisen auf eine Person, einen Gegenstand oder einen Sachverhalt. Woher hast du die Brille? Die ist toll. In diesem Fall benutzen wir das Demonstrativpronomen die, um auf die zuvor genannte Brille hinzuweisen. Da das Bezugswort die Brille weiblich ist und im Singular steht, muss auch das Demonstrativpronomen weiblich sein und im Singular stehen. Kurz gesagt, Geschlecht und Anzahl müssen übereinstimmen. Außerdem haben wir das Demonstrativpronomen die verwendet, weil es die eine Brille betont und keine andere. Damit die Betonung besonders deutlich wird, stellt man das Demonstrativpronomen oft an den Satzanfang. Woher hast du die Brille? Die ist toll. Wir können auch die Brille ist toll ruhig sagen. Woher hast du die Brille? Die Brille ist toll. Aber die Verwendung der Demonstrativpronomen lässt uns die Wiederholungen vermeiden. Woher hast du die Brille? Die ist toll. Schauen wir ein Beispiel mit dem Wort das Kleid an. Dieses Substantiv ist neutral. Also, welches Kleid ist am schönsten? Welches Kleid ist am schönsten? Das da. Das da. Welches Kleid ist am schönsten? Das da. Hier weist das Demonstrativpronomen das wieder auf das zuvor genanntes Nomen hin, nämlich das Kleid. Da das Wort Kleid Neutrum ist, muss auch das Demonstrativpronomen Neutrum sein. Welches Kleid ist am schönsten? Das da. Schauen wir ein Beispiel mit dem Wort der Ball an. Dieses Substantiv ist Maskulinum. Also, wem gehört der Ball? Der ist aber cool. Wem gehört der Ball? Der ist aber cool. In diesem Satz bezieht sich das Demonstrativpronomen der auf das Bezugswort Ball und muss daher Maskulinum sein. Wem gehört der Ball? Der ist aber cool. Nächstes Beispiel. Wie findest du meine neuen Schuhe? Die sind ganz wunderbar. Hier steht das Bezugswort Schuhe im Plural. So muss Demonstrativpronomen auch im Plural stehen. Wie findest du meine neuen Schuhe?
Die sind ganz wunderbar. Malen wie ein Maler. Das schaffe ich ganz leicht. Hier bezieht sich das Demonstrativpronomen das auf einen ganzen Sachverhalt, nämlich malen wie ein Maler. Malen wie ein Maler, das schaffe ich ganz leicht. Woher hast du den Ball? Den habe ich gestern gekauft. Auch hier versteckt sich auch Demonstrativpronomen. Nur es ist nicht so offensichtlich. Hier steht das Demonstrativpronomen im Akkusativ und heißt deshalb den. Woher hast du den Ball? Den habe ich gestern gekauft. Nur Demonstrativpronomen in Maskulinum verändert sich im Akkusativ. Andere Demonstrativpronomen, die, das, die, Plural, bleiben im Akkusativ unverändert. Im Deutschen gibt es auch die Demonstrativpronomen diese, dieser, dieses, diese. Diese, dieser, dieses, diese. Zum Beispiel, dieser Ball ist mein. Dieses Auto gefällt mir am besten. Diese Frau ist meine Mutter. Diese Schuhe sind teuer. Wir haben sehr gut gearbeitet und jetzt ist die Zeit für die Bewegung. Steht auf und macht dieses Mini-Workout mit. Mach dich bereit. Erste Übung: Schultern kreisen. Und kreise andersherum. Nächste Übung: Hampelmann. Mach dich bereit. Nächste Übung: Kniebeugen. Mach dich bereit. Gut gefallen? Sehr gut. Jetzt wieder an die Arbeit. Lest die Fragen und setzt richtige Demonstrativpronomen ein.
Für diese Aufgabe habt ihr 30 Sekunden Zeit. Und hier sind die Lösungen. Wo ist deine Schwester? Wo ist deine Schwester? Die ist gerade weggegangen. Die ist gerade weggegangen. Und dein Bruder? Und dein Bruder? Der ist noch hier. Der ist noch hier. Und wo ist ein kleines Baby? Und wo ist ein kleines Baby? Das liegt im Kinderwagen. Das liegt im Kinderwagen. Deine Eltern sind auch da. Deine Eltern sind auch da? Nein, die sind auch weggegangen. Nein, die sind auch weggegangen. Aber gut gemacht. Hier ist auch ähnliche Aufgabe. Passt auf, hier gibt es Akkusativ. Für diese Aufgabe habt ihr 1 Minute Zeit. Und hier sind die Lösungen. Wie findet ihr den Film? Den finden wir nicht so gut. Kennst du die Lehrerin? Nein, die sehe ich zum ersten Mal. Wie gefällt euch die Musik? Die ist mir zu laut. Sieh mal, das alte Auto. Das ist super. Die Wohnung gefällt mir. Ja, die ist groß und sonnig. Gefällt dir der Pullover nicht? Doch, der gefällt mir gut. Gehört Ihnen das Portemonnaie? Nein, das gehört mir nicht. Wie findest du Robert? Den finde ich langweilig. Wie waren deine Ferien? Die waren super. Gut gemacht, aber jetzt geht's weiter. Unsere Stunde ist fast zu Ende und wie immer am Ende der Stunde machen wir ein bisschen Landeskunde. Heute sprechen wir über Silvester und Neujahr. Was ist Silvester? Silvester, das ist der letzte Tag des Jahres, also 31. Dezember. Schauen wir ein kurzes Video darüber.
Das Neujahr. Neujahr folgt auf Silvester und bezeichnet den ersten Tag des Jahres, also den 1. Januar. Es ist auch ein lustiges Fest in Deutschland, aber wird nicht so breit gefeiert wie bei uns. Hören wir ein kleines Lied von Mäuschen über Neujahr. Ach, wie ich mich freu, das neue Jahr ist neu, das alte Jahr ist aus, so piepst die kleine Maus. Ach, wie ich mich freu, das neue Jahr ist neu, das alte ist vorbei, sagt auch die Polizei. Freu mich auf die Winterzeit, Fasching ist nun nicht mehr weit, bald wächst wieder frisches Gras, freut sich auch der Osterhas. Ach, wie ich mich freu, das neue Jahr ist neu, das alte Jahr ist aus, so piepst die kleine Maus und läuft schnell nach Haus. Bald ist Neujahr. Ich wünsche euch alles Gute und super Rutsch ins neue Jahr. Super, jetzt weißt ihr mehr über Deutschland. Nun, wie war das heute? Hat es euch gut gefallen? Wie findet ihr diese Stunde und eure Arbeit in der Stunde? Was wählt ihr für diesen Unterricht? Das war's für heute. Ich hoffe, dass dieser Unterricht euch gut gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal.